Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Towncraft. Heute ist ein bisschen eine spezielle Folge. Wir sind in einem komplett neuen Gebiet. Also wir sind auch schon in einem Gebiet, wo wir da sehen, verschiedene neue Blöcke hat. Und wir bauen den neuen Spawn. Weil der alte Spawn ist kaputt. Also es ist ja eigentlich im Yoshi seine Base mittlerweile gewesen. Und er hat jetzt eine neue Bleibe gesucht mit 1.8 und seine alte in die Luft gejagt mitsamt Spawn. Und ja, wir bauen jetzt da einen neuen, wo alle ihr Häuschen haben, wo niemand seine Base quasi das Spawn übernimmt. Alles komplett Vanilla, also kein Block mehr, wo Tag und Nacht ändert. Darum wird es jetzt gerade Nacht, was ein bisschen doof ist. Und ja, da haben wir vor, da ein bisschen die Stadt zu bauen. Vielleicht dort hinten, da auf dem Berg noch. Der Spawn wird mitten im See sein und so ungefähr 5 bis 7 Blöcke über dem Boden, also über dem Wasser quasi schweben. Und wir haben schon ein paar Pläne gemacht. Ich werde jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Ich warte nur noch darauf, dass der Yoshi zurückkommt. Also wir haben eigentlich vor, es quasi was together zu machen. Aber er ist ein bisschen krank und seine Stimme tut nicht richtig. Drum ähm, bauen wir zwar zusammen, aber er redet halt nicht mit. Also er redet schon mit, aber nicht so redhaftig im Video. Und ja, hoffen wir kommt bald wieder und wir können anfangen. So, kleines Status-Update. Wir haben das Zentrum vom Spawn relativ fertig. Also, wir haben da die zwei Wasserfälle, da ein bisschen Springbrunnen, ein bisschen Gras, ein bisschen Grün. Da spawnt man auf dem Block, auf dem Glowstone-Block. Und was wir jetzt noch machen, und das machen wir aber nicht, das machen wir so Schritt für Schritt mal, ist, what the fuck ist das? What the fuck? Okay, da müssen wir nochmal drüber reden, würde ich sagen. Also, what the... Nein? Weh! Falls irgendwer vorhat, das da rundum zu suchen, da wäre ich mit den vehement, hä? Aber, da... Die Brücke, ich hätte jetzt gedacht, so weißes Glas, weil in meinem Texture Pack verbindet sich das. Ich weiß im Default nicht, aber da verbindet sich gar kein Glas, also ohne Optifine. Von dem her, ja, ich finde es, und Weiss sieht so oder so gut aus, finde ich. Und das wird einfach eine Brücke, wo schwebt, also ohne die da hier, die sind nur vorläufig für Licht und so. Aber auf Glas kann sowieso nichts bauen, von dem her. Und ja, dann müssen wir schauen, wie man dort einen runterkommt. Und wir haben 3 Brücken in jede Richtung. Die Stadt wird ungefähr so, vielleicht auch gegen hinten dort, aber eher so da oben, dort oben vielleicht noch ein paar Häuschen und dann da hinten sein. Und ja, ich muss mal schauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich. Es sieht nach Yoshi aus. Also soll jetzt nicht so böse tönen, aber es sieht nach Yoshi aus. Und dass er da die Yoshi baut, da müssen wir auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, verfeinern. Ich meine, ich finde es eigentlich noch ganz gut, dass man so ein Häuschen hat fürs Portal. Weil am Anfang habe ich das Portal einfach da quasi an der Grenze, wo da normalerweise Brücke ist, an tun. Und er hat so ein Häuschen gemacht. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber es muss noch ein bisschen mehr Detail rein, weil einfach so eine flache Wand da sieht so hässlich aus. Vielleicht der Mittelpfeiler rausnehmen, bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste ich mal noch schauen. Und vielleicht das da hier, das Portal, ganz nach hinten versetzt, sodass es quasi wie ein Fenster ist. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber, wie gesagt, wir bauen einfach alle mal und sagen dann einfach quasi mal so alle Woche, was uns passt, was uns nicht passt, was wir weiter könnten machen und hoffentlich gibt es am Schluss dann einen Spawn, wo uns allen gefällt. Also, das oder hier wäre zum Beispiel etwas, was mir nicht würde gefallen, darum muss ich mal noch mit unserer Konversation fragen, wer das gebaut hat. Falls es jetzt nur quasi in die Richtung irgendein Gebäude soll gehen, muss ich mich auch ein bisschen wundern, weil der Spawn ist eigentlich dazu da, dass alle so ein kleines Häuschen können haben, nicht allzu groß, vielleicht 10 mal 10
maximal 20 x 20. Ja, es kann auch Ausnahmen geben, logisch, wenn es gut aussieht und so. Und je weiter man weg ist, desto größer kann man natürlich sein Haus bauen. Aber das Bauen ist eigentlich mehr so eine Stadt mit kleinen Häuschen für jeden einzeln und vielleicht noch ein District für Geschäft. Also so zum Beispiel, wenn man irgendwas verkauft, Redstone, Glowstone oder wenn man irgendwelche, ähm, wie heißt die, Dienstleistungen anbietet. Zum Beispiel ich würde sicher einen Shop aufmachen, wo ich anderen mit Redstone-Schaltungen helfe. Und es gibt sicher auch mal einen Architekt oder so und so Zeug. Und Farmen wird es vielleicht auch ein, zwei geben. Zum Beispiel Yoshi hat dort hinten Tree Farm gemacht. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen effizienter machen. Zum Beispiel einen Wasserweg unten durch. Also ich kann euch da vielleicht gerade mal kurz zeigen. Ein Wasserweg unten durch, dass Saplings von allein eingesammelt werden. Und dann haben wir mal eine provisorische Farm, falls irgendwer kein Essen hat. Ich meine, jeder hat eigentlich seine eigene Base. Bis auf ein paar, wo halt jetzt neu angefangen haben. Zum Beispiel haben wir den Emres LP. Das ist ein Schweizer Let's Player, der auf Hochdeutsch normalerweise Videos macht. Ich hoffe, er macht auf dem Server wenigstens schweizerdeutsche Videos. Ich finde es einfach hure scheiße, wenn Schweizer auf Hochdeutsch Videos machen. Ich meine, hallo, du bist Schweizer, bist stolz drauf. Aber ja, was ich da meine ist, wir haben da Baumstämme halt und so. Und es wäre gut, wenn unten dran, so sagen wir 2 Blöcke weiter unten, Wasser durchfließt. Dass man alle Saplings sich von allein sammelt und die in einer Kiste landen. Dann müssten wir nämlich nicht selber immer das Zeug sammeln. Und dann kann man nämlich auch, das ist nicht mein Design, aber man kann einfach eine Reihe machen. Quasi da, Sapling, 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 Sapling. Dann wachsen die, weil nur wenn ein Baum neben dran ist, wachsen Bäume gut. Und Birken tun nicht einmal größere Bäume geben, wenn ich mich recht entsinne. Von dem her perfekt. Und wenn dann die alle gewachsen sind, kann man einfach durchlaufen mit der Axt. So. Und alles geht auf der Seite runter. Und man hat schön viele Saplings, die dann eingesammelt werden. Aber, wie schon gesagt, ich würde mich mal erkundigen, was die Mura soll. Und wir werden uns jetzt ein bisschen an meiner Base noch zu schaffen machen. Die Folge wird mehr so eine Art Schönheitsfolge. Wie ihr wisst, muss ich auch noch den Eingang von meiner Base und so verbessern. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einmal. Also wir sehen uns in meiner Base. Ja, unser Eingang sieht ziemlich toll aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Eingang machen will. Wirklich nicht. Also, so absolut nicht. So eine Boot-Andock-Stelle wäre eigentlich gar nicht schlecht. Hm. Aber ich weiß nicht wie. Also, ich habe schon eine Idee, aber ich müsste schauen, dass es auch gut aussieht. Ich würde sagen, ich reiße jetzt erstmal all das ab. Ich habe gesagt, ich würde es vielleicht irgendwie so einbauen in unser neues Haus. Fuck, Design. Aber es sieht nicht wirklich gut aus. Also, das ist, ja, ist nicht so toll, nicht so das, was ich eigentlich will. Darum, ich reiße das Ganze mal ab, mache vielleicht einmal einen Grundriss von der Dockingstelle, die ich da gerne hätte. Und dann sehen wir uns eigentlich auch schon wieder. So, ich habe erstens einmal unserem Eseli ein schönes Grabkreuz gemacht. Ja, Eseli 2014 bis 2014. Es hat nicht wirklich lang gelebt, leider. Keine Angst, darauf spawnt nicht. Das sind alles Top Half Slabs, wenn ihr da seht. Also vom schwarzen Rand. Und ja, das ist gsi, das ist für die Folge gsi. Nein, nicht ganz. Also ich habe ein bisschen was gemacht. Das ist ein bisschen mehr als der Umriss. Es hat mich, es hat mich überkommen, das zu bauen. Es funktioniert. Es hat kein Redstone drin. Also, so wirklich kein. Aber ich kann kein Boot kontrollieren. Es hat auch kleine Wasserfälle aussen dran. Es ist ziemlich stone-slabig. Aber es ist so eine. Ah, ich, wenn mir jemand einen Tipp kann geben, wie man die behinderte Boot gut kann kontrollieren, dann ja. Auf jeden Fall, man kann da reinfahren. Theoretisch. So. Und wird
quasi das Boot da so platzieren, ohne dass es irgendwo so weggeht. Dann kann einfach da so, pup, ne, und rein tun. Und zum Wegfahren einfach da halt so das rein tun und das ist es. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Da haben wir noch das Wasser, wo da oben rauskommt. Hinter dran halt einfach Holz in der Wand. Einen zweiten Stock hat es jetzt nicht mehr. Den habe ich zugemacht, weil es hat sich einfach nicht so gut ergeben. Vom Design her. Weil das da hier ist halt so eine runde, es ist keine Kuppel, aber halt so ein Bogen. Und wenn ich von dahinter ist noch ein Hohlraum übrigens, wenn ich von dort hinten hätte wollen, irgendwie eine Terrasse rausmachen oder irgend sowas, dann hätte ich das da hier müssen gräden oder das da hier wegnehmen. Ich weiß gar nicht, welches das der Top Half Slab ist. Ich glaube, das ist ein Top. Ich glaube schon, ja. Und das hat die ganze Bogen kaputt gemacht. Darum ist es einfach so wie so ein Tunnel, wo in die Mauer reingeht und mehr nicht. Und ja, ich finde, es sieht gut aus. Aber das ist es gewesen für die Erfolg. Weil ich habe mich mehr oder weniger spontan dazu entschieden, spontan heißt zwangsweise wegen dem Studium, dass ich nur noch so maximal 10 bis 15 Minuten Folge mache. Dafür zweimal in der Woche. Das erstens habt ihr dann quasi mehr davon, weil ihr halt mehr, also in 2 Tagen in der Woche was gesehen, anstatt einem Tag etwas Langes, wo ihr vielleicht keine Lust habt zum Anschauen. Und zweitens ist es für mich praktischer, weil ich muss jetzt mir halt das Studium gut einteilen quasi. Also ich meine, ich habe Vorlesungen, ich habe Übungen, so Übungsblätter und Übungsstunden, wo ich sollte lösen, weil sonst bestehe ich die Basisprüfung definitiv nicht. Und sorry. Und sonst, ja, ich habe ein paar Tage, wo ich aufnehmen kann, zum Beispiel heute, Samstag, aber die sind halt sehr weniger häufig gesät. Und da kann ich nicht so viel aufnehmen. Ich kann auch nicht so viel spielen. Weil ich auch, ja, relativ weit muss pendeln. Aber, das ist jetzt genug. Ich werde im nächsten Video vielleicht noch ein bisschen mehr auf da eingehen. Halt, wie es jetzt im Studium läuft und mit Videos und allem. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist mittel viel gewesen. Das Bahn hat sich übrigens nicht viel tun. Wir werden vielleicht nächstes Mal ein kleines Update machen. Aber ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder und bis dann. Tschüss.